Emi und Alem, Schüler der 8 SCP-3, möchten wissen, wie in dieser italienischen Espresso-Kanne Kaffee zubereitet wird. Die Kanne besteht aus 3 Teilen. Einem oberen Teil mit einem Rohr und einem Sieb, einem Trichter mit einem Sieb und einem unteren Teil, in den Wasser hineingeschüttet wird. Der Trichter muss dann mit Kaffeepulver gefüllt werden. Anschließend wird die ganze Kaffeekanne zusammengeschraubt. Dann muss das Wasser in der Kanne nur noch erhitzt werden. Nach einiger Zeit sieht man, wie Kaffee durch das Rohr herausströmt. Nun stellt sich die Frage, warum steigt dieser Kaffee überhaupt durch das Rohr? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen und haben uns einige Versuche ausgedacht, die wir im Chemielabor auch durchführen. Asmi und Ricardo bereiten die Versuche vor. Weil wir die Versuche filmen möchten, brauchen wir natürlich Licht. Asmi kontrolliert die Lampen, während Ricardo einen Ellmeyer-Kolben auf einen Dreifuß stellt. In einem ersten Versuch wird zuerst Wasser erhitzt. Nach einiger Zeit steigen Blasen empor. Man sagt, das Wasser siedet. Wird ein kaltes Becherglas über das siedende Wasser gehalten, läuft es an. Die Gasblasen bestehen also aus Wasserdampf, der am Becherglas kondensiert. Der Kolben mit dem Wasser wird mit einem Stopfen verschlossen und wird noch einmal erhitzt. Der entstehende Wasserdampf lässt den Druck so stark ansteigen, dass der Stopfen wegfliegt. Wird der gleiche Versuch mit einem Glasrohr durchgeführt, schießt Wasser aus dem Rohr, so wie wir es mit der Kaffeekanne beobachtet haben. Der Druck des Wasserdampfs verdrängt das Wasser aus dem Behälter. In einem nächsten Versuch wird Kaffeepulver in siedendes Wasser gegeben. Das Wasser verfärbt sich sehr schnell. Die löslichen Bestandteile des Kaffeepulvers sind in das Wasser übergegangen. Nun müssen wir das Pulver von der Lösung trennen. Raphael befestigt einen Trichterhalter an ein Stativ. David legt den Trichter in den Halter und faltet ein Filterpapier zusammen. Der Filter wird in den Trichter gelegt. Der Filter muss noch angefeuchtet werden, damit er auch am Trichter kleben bleibt. Nun lassen wir die Kaffeesuspension in den Filter laufen. Der fertige Kaffee sickert durch den Filter und tropft in das Becherglas. Das Kaffeepulver wird vom Filter zurückgehalten. Jetzt können wir endlich erklären, wie die italienische Kaffeekanne funktioniert. Wird das Wasser in der Kanne erhitzt, verdampft das Wasser. Der Druck des Wasserdampfs verdrängt das Wasser durch den Trichter. Während das Wasser durch das Kaffeepulver strömt, gehen die löslichen Bestandteile des Kaffeepulvers in das Wasser über. Der fertige Kaffee fließt dann durch das Steigrohr und sammelt sich im oberen Teil der Kanne an. Durch das Sieb bleibt das Kaffeepulver im Trichter. Auch wenn die Zubereitung des Kaffees in einer Espressokanne recht kompliziert ist, lassen Emir und Alem ihn sich trotzdem gut schmecken.